Oh, zum Mist! Ich guck mal den! Ich kann nicht, also... Oh, Mist! Weißes Herz und Tränen in den Augen. Der Marius hat gesagt, der grüne Knopf. Wo ist denn der grüne Knopf? Da, jetzt! Ja, was? Jetzt Spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Radio Waldrand. So, jetzt ist gegangen. Also, hallo Kind, ich bin's, Eichhörnli. Willkommen da zu Radio Waldrand. Also, ich bin ein bisschen verkältet, aber das macht das nicht und extrem nervös. Ich weiss, heute machen wir doch die Sinn, die ganze Zeit. Ach, Adalbert, sag Ich bin's, Adalbert. Willkommen da zu der Sondersendung Sturmfrei. Willkommen. Weißt du überhaupt, was Sturmfrei heißt, Kind? Sturmfrei heisst, wenn die Grossen, also die Mami und der Papi oder bei uns, wie jetzt der Marius und die Musikjäger, nicht daheim sind und die Kinder aber so. Und dann kann man so ein bisschen seich machen, weil niemand da ist. Niemand ist da, der sagt, nein, du darfst nicht auf dem Sofa rumgumpen. Dem sagt man Sturmfrei. Ja, oder nein, du sollst kein Wasser aus der WC-Schüssel trinken. Also, das hat Albert, das sagt der Marius Dierrammel. Aber also, Menschenkinder trinken sicher auch kein Wasser aus dem WC, wenn sie alleine daheim sind. Die finden das nicht so fein wie du, weißt? Ach so. Ja, genau. Also, hey Kind, der Marius hat gesagt, dass ich die heutige Sendung mit dem Adalbert ganz allein machen soll. Darum bin ich ja nervös. Der Marius und die Jakapelle haben so extrem keine Zeit im Moment, um einen Podcast zu machen, weil die im Moment erstens auch viele Konzerte spielen, weil Hauptsaison ist, und zweitens haben sie ein neues Lied, wo man ab dem 6. Juni mit dem Telefon oder dem Computer hören kann. Ja, und für das haben sie auch viel Musik gemacht und sind so ausdringend unterwegs und so. Da muss man sagen, man kann das streamen. Also, man muss streamen, zum das Lied hören. Ja, genau. Also darum hat der Marius keine Zeit. Will er mal schauen, dass er das nachher streamen könnt und so. Und ich habe auch Freude, weil ich kann endlich mal Radio Waldrand machen, wie ich es machen will. Ja, also komm, wir zeigen den Kindern mal das Lagerfeuerlied. Weißt du, was so neu ist? Es heisst nicht das Lagerfeuer, es heisst das Lagerfeuer, weil das Lager ist etwas anderes. Jäger machen kein Lager, weißt? Auch nicht mit Feuer. Egal. Kind, wissen ihr überhaupt, was ein Lagerfeuer ist? Ja, also, ich erklär's. Habt ihr so mal ein Feuerli gemacht im Wald? Ja, sicher. Ja, genau. Und dann, wenn man eben aussen sitzt und ein bisschen Würste bröteln und das Feuerli immer ein bisschen brennt, dann ist es ein Lagerfeuer. Gell? Das ist mega schön. Weißt, du kannst bröteln, kannst ums Feuerli sitzen und kannst einfach so ein bisschen ins Feuerli hineinschauen. Ich kann das mega gerne. Ich darf nicht näher ran, weil sonst verbrenne ich mir das Zwäntchen. Stimmt, ich auch. Und weisst, Kind, wisst ihr, was ist das Allerschönste? Nein. Wenn man ums Feuerli sitzt, mit möglichst vielen Leuten und Kindern und so, und dann zusammen singt, ein Lagerfeuerlied singt, weißt Oh, genau. Und das machen wir immer da im Wald, machen wir immer ein Lagerfeuer, zum Beispiel, wenn ein von den Musikjäger Geburtstag hat. Also zum Beispiel, wenn der Marius Geburtstag hat, dann lädt er natürlich die Musikjäger von der Jakapelle ein, aber auch der Oberjägermeister Brünzli, der Tofuchs, uns beide, Dachsadalbert, von Jamie, Degel Kaktus, einfach alle. Und dann tun wir Würstbrötchen miteinander am Geburtstag am Feuer. Aber auch schon Würst.
aber auch Servala. Ja, und Buchennüssli. Und Schübling. Und Äpfel. Und Bordel. Und Schlangenbrot. Und Wienerli. Ja, ja, also ist ja gleich. Und dann immer am Schluss, bevor wir ins Bett gehen, dann singen wir zusammen das Lagerfeuerlied, weiss. Und das ist immer so schön. Alle singen. Und es tut voll nicht, wenn der Dachs Adalbert einmal ein bisschen falsch singt. Das stimmt nicht. Ich singe immer sehr schön. Ja, schön falsch. Aber das macht nichts. Hauptsache ist, wir singen zusammen. Aber ich singe auch laut. Ja, eben leider. Also, die einen singen laut, die anderen singen leislich, die einen singen richtig, die anderen singen falsch. Das ist völlig gleich, wenn es einfach schön ist, wenn wir zusammen singen. Also, wir lassen das neue Lied mal ab da und ihr Kinder könnt probieren mitsingen. Also extra sehr einfach gemacht, damit man gerade mitsingen kann. Also genau, Lagerfeuerlied, los! Das leuchtet über Berg und Tal, und wer da sieht, der weiß. Zieh, zack, Süßli, Rind, hi, ha, heißes Feuer verbrennt die Wurst, kann nichts dafür. La 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 la, dafür. La 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 la, Lied. Das ist la 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 la, dafür. La 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 la, Lied. Du und ich, wir singen heute ums Feuerli miteinander. Zusammen tönt das laut und schön, mehr hört's im ganzen Land. La, laut die Stimme, Fi, Fa, falsche Töne. Das ist gleich, es ist trotzdem schön. La 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 la, dafür. La 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 la, Lied. Das ist la 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 la, dafür. La 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 la, Lied. Du und ich, wir schauen heute in unser Feuerli drin. Die einen Kinder, die singen laut, und andere singen La 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 Lagerfeuer. La 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 Lied. La 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 Lagerfeuer. La 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 Lied. Das ist la 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 la, dafür. La 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 la, Lied. Das ist la 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 la, dafür. La 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 la, Lied. Oh, la 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 la, dafür. La 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 la, Lied. La 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 la, dafür. La 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 la, Lied. Das ist kommt. Und jetzt nochmal mit den Klampfen. La 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 la, dafür. La 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 la, Lied. Oh.
Der Marius hat gesagt, dass ihr das Lied könnt ab dem 6. Juni, ist ja gleich später, einfach hören könnt. Ja, und der, was auch ums Lagerfeuer umsingen will, der könnt im Liederladen vom Andrew Bond gehen, weißt du? Da kannst du auch die Noten holen. Ja, der Marius hat gesagt, ich soll es dann unter den Podcast schreiben. Dann kann es nur noch klacken da oder klicken oder wie es heisst. Gut, also Kind, was sollen wir jetzt machen, wenn wir sturmfrei sind? Wir können machen, was wir wollen, weil der Marius ja nicht da ist. Ich habe eine Idee. Normalerweise schicken ja Kinder immer Fragen zu uns, zu Radio Waldrand. Und wir, also vor allem der Marius, tut die Fragen dann beantworten. Wir machen es mal umgekehrt. Wir fragen Kinder etwas und sie müssen es beantworten. Ja, das ist eine super Idee. Also Kind, die Frage für euch, was würdet ihr alles machen, wenn ihr sturmfrei habt, wo ihr sonst, wenn die Mami oder der Papi oder beide daheim sind, nicht dürfen machen? Weißt du, so Sachen wie den Socki-Vorrat leeren, Gutzli essen, im Nachtissli von Mami läuseln. Also Scheichhörnli, musst den Kindern nicht so Zeug angeben. Die machen es dann noch. Oder selber einen Kuchen backen nach eigenem Rezept. Scheichhörnli. Am Papi sein Parfüm ausprobieren. Also ich gehe weg, ich halte das nicht aus, dass du den Kindern so Zeug ins Ohr leist. Die sollen kein Seich machen, wenn sie sturmfrei haben. Also ich gehe jetzt weg, ich halte das nicht mehr aus. Wohin geht's denn jetzt du? Also Kinder, erzählt uns, was ihr alles würdet für Seich machen, wenn die Mami und der Papi nicht daheim sind. Ihr müsst es ja dann nicht echt machen. Oh. Schreibt auf info@jakapelle.ch, was ihr würdet machen. Was ihr würdet machen, wenn ihr Seich machen würdet, wenn ihr allein daheim wäret. Weiss, was ich meine? Ich heisse zwar Seichhörnli, aber ich finde, ich habe bis jetzt noch wenig Seich gemacht. Auch wenn alle Jäger und der Marius nicht in der Jägerhütte sind, sondern unterwegs am Konzert. So, da bin ich wieder. Ja, super. Wo bist denn jetzt du gewesen? Auf dem Jäger-WC. Was hast denn du vom Jäger-WC gemacht? Mit dem, mit dem WC-Wässerli den Rücken kraulen. Weg! Echt jetzt? Mit dem Fissi-Wässerli? Er hat so schöne Bauern. Ja, also das sagt Albert wirklich. Siehst du, machst auch Seich, wenn es sturmfrei ist in der Jägerhütte. Ja, wenn der Marius immer sagt, dass ich das nicht machen darf, weil es grusig ist. Man darf nicht einmal aus dem WC trinken oder sich mit dem WC-Wässerli den Rücken kraulen. Ach, Adalbert, du bist ein Zwetschge. Das ist ja auch voll grusig, aber ist ja gleich. So, Adalbert, wo du ein Dachsenkind bist, haben dir einmal auch Sturmfreiheit in der Höhle? Ja, also Dachsenhöhle. Also, wenn meine Dachsenmami Futter suchen ist, dann bin ich und meine 3 kleinen Dachsengeschwister allein in der Höhle gewesen. Ja. Und dann haben wir auch Sturmfrei gehabt. Also, und hast du denn auch Sachen gemacht, die du sonst nicht machen in der Höhle? Ja, also, in so einer Dachsenhöhle hat es ja nicht viel mehr als Erde, Moos und Laub zum drauf schlafen und süß. Das ist eigentlich nichts. Wir haben halt nichts anderes gehabt als ein Pärli Augen zum Staunen und ein paar Käfer oder mal eine Maus, wo durch die Höhle gekust ist. Die haben wir gehabt zum Spielen. Und wenn wir in der Höhle sturmfrei hatten und allein sind, ja, dann hatte ich immer also ein bisschen Angst gehabt und ich dachte so, Mami. Ja, Dachsat-Albert, so herzig. Aber du hast ja noch deine Dachsengeschwister gehabt, bist ja nicht ganz allein gewesen. Hey Kind, gibt's bei euch Radio Waldrand Kind auch solche, die ein bisschen Angst haben, wenn die Mami und der Papi nicht daheim ist? Also, bei mir ist das so gewesen, dass ich dann vor lauter Angst, weißt, da wäre es mir nie im Sinn gekommen, Blödsinn oder etwas zu machen, was ich nur hätte können machen, weil die Mami nicht daheim war. Weißt du, mein Dachsen, Mami. Ja.
Hey, aber das Adalbert, ey. Was sollen wir jetzt mit dieser angefangenen Radio Waldrand-Sendung noch machen? Ja, wir könnten zum Beispiel die Rätsel mit dem Seilschauerli machen. Ja, komm, das machen wir. Eine super Sache. Aber wir machen ein Special Edition, wenn der Marius nicht da ist. Weißt du, doch ein bisschen extra grusig. Okay, aber deine Rätsel haben ja immer etwas mit Bögen und so zu tun, auch wenn der Marius da ist. Aber weißt du was? Ich kann im Fall noch grusiger. Okay. Also, los! Rio Radio, Waldrand, Rätsel mit dem FIFA, Zeichen und Lie. Wer's weiß, der ist egal. Ja, also den halt. Wer's weiß, ohne Psyche darf ausnahmsweise Toffel sein. Ah, nicht? Ja. 1, 2, 3, 4. Rio Radio, Waldrand, Rätsel. Wer's rausfindet, sagt lösungsschnell vom Rätsel, wo ich grad erzähl. Okay, also, spiel du Gitarre, Adalbert. Spiel du Gitarre. Ja, okay. Also, Kind, Spezialrätsel geht los. Welches Wort suche ich? Ihr müsst herausfinden, welches Wort ich suche. Los! Also gut, er kommt meistens jeden Tag. Leider auch dann, wenn man eigentlich gar nicht mag. Er kommt bei allen Tieren und Menschen gleich. Ob gross oder klein, ob arm oder reich. Er kommt in der Flötenstund oder auf den See. Er kommt dick oder dünn oder gross oder klein. Man spürt es vorher und dann zacki. Dann kommt der, es kommt der. Weiss was? Weiss was? Also, Seilhörnli, und da ist grusig. Du bist ein super Seilhörnli. Entschuldigung, alle Eltern, die zuhören. Es ist Zeit, dass der Marius wiederkommt. Es kippt langsam mit dir, Seilhörnli. Ja, ist ja gut. Ich glaub, wir müssen die Sendung auf der Stelle abbrechen. Das ist so grusig. Also dachte Adalbert, was, wieso? Nur weil es dir peinlich ist, was ganz natürlich, aber vor allem auch lustig ist, oder was? Also, du weißt ganz genau, dass... Ach, Kinder, es tut mir leid. Wir müssen wirklich abbrechen. Ich muss schimpfen mit dem Seilhörnli. Ciao, Kind. Du bist nicht mein Mann! Seilhörnli, sag noch ciao und dann kannst du etwas hören von mir. Ich hab gemeint, wir haben das Sturmfrei. Das Sturmfrei ist erfunden worden, dass das Kind auch mal ein bisschen Zeich machen. Fertig. Ciao, sag ich jetzt. Ja, also ciao, Kind. Der Dachs Adalbert tut, wie er mit Mami oder der Marius wäre. Also, sorry, Kind, ich habe noch so viele schöne Sachen vorgehabt mit euch. Aber der Adalbert verzog keinen Spaß. Druck jetzt doch noch mit der Schlussmusik. Der drucken doch selber. Also gut. Du weißt gar nicht wählen. Mal, der da. Heißes Herz und Tränen in den Augen, weil das große Glück zählt. Das ist der Falschknopf. Ich dachte, Adalbert, das ist eben Slago. Slago-Musik für Leute mit kleinen Hunden, weiss, sag ich doch einmal. Weiss, das ist jetzt nicht Slago-Feuer, sondern Slago ohne Feuer. Da bringe ich nie mehr aus den Ohren, aus dem Seilraudli. Jetzt verjagt mich, der drückt den richtigen Knopf. Ja, also gut, dann drücke ich halt den richtigen Knopf. Ciao, Kind. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.